Bild vun Deutschland huet sech an den lachte Jore geënnert. Sie komme sympathisch an dynamisch riwer. Für wat aber mussssen Sommer an alle Wonne vun der Geschicht wollen. Wie vum Eva Schönherz durch Stasi-Gefängnis gefordert gouf, wees fir wat. Eng Literaturklasse aus dem LGE war ab Hohen Schönhausen an Stasi-Gefängnis. Ich bin Edda Schönherz, die Referentin für diese Gruppe. Ich werde Sie hier durch dieses Gefängnis führen und werde Ihnen einiges dazu sagen. Ich saß hier auch ein in diesem Gefängnis, natürlich unfreiwillig. Und mein Verbrechen bestand darin, ich bin Journalistin und habe mich mit meinen Kindern in Budapest erkundigt, welche Möglichkeiten für mich bestehen, auszureisen. Und das war mein Verbrechen. Und das hier ist so ein Auto, der Barkas 1000. Bei der Stasi wurde man nämlich sofort isoliert, man hat keinen Menschen mehr gesehen und man durfte mit keinem Menschen mehr sprechen, außer mit seinem Vernehmer. Da drin sind 5 kleine Kabäuschen, gerade so groß, dass ein Mensch reinpasst. Hinter mir war ein Brett, wo man sich raufsetzen konnte, die Tür ging zu, ohne Fenster und ohne Licht. Und schon wissen Sie nicht mehr, wo Sie sich befinden. Die sind mit mir 2,5 bis 3 Stunden mit diesem Ding durch die Gegend gefahren. Warum wohl? Zur Desorientierung, damit ich nicht mehr wusste, wo ich mich befand. Frauen und Mädchen, die eine bestimmte Zeit im Monat sich lieber diskret zurückziehen möchten, darauf wurde auch keine Rücksicht genommen. Die Männer mussten sich die Vorhaut zurückstreifen. Danach hieß es Gretchen, Kniebeugen, bücken. Und dann zog der oder diejenige sich einen Gummihandschuh an und fuhr durch sämtliche Körperöffnungen, die man hat. Wenn da so ein Uniformierter steht, wurde man nochmal angeschrien. Ich habe gesagt, nackt ausziehen. Jetzt frage ich Sie, kann man einen Menschen noch mehr demoralisieren, verletzen in der Menschenwürde? Raum zur Identifizierung. Man wurde gemessen, gewogen und auf dem Stuhl, der da drin steht, wurde man fotografiert. Und heute weiß man, wer länger auf diesem Stuhl saß als unbedingt notwendig, dass diese Menschen wahrscheinlich verstrahlt wurden. Konzipiert war so eine Zelle für 5 Personen. Aber oft waren 10, sogar 12 da drin, denn das war ständig überfüllt hier unten. Die Tür war meistens zu und das Licht immer an. Sie nannten das auch Hotel zur ewigen Lampe hier unten. Nur wo sollen denn die Ausdünstungen hin? Der Schweiß, der Atem, die Feuchtigkeit, alles das, was Menschen von sich geben. Dieses Kondenswasser lief die Wände runter, da tropfte von der Decke. Es war also eine Tropfsteinhöhle geworden. Und aufgrund der großen Luftfeuchtigkeit und der Kälte, die hier unten herrschte, sind bei vielen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes die Haare verschimmelt. Es konnte passieren, dass man gleich am nächsten Tag zur Vernehmung kam oder erst Tage später. Aber darüber wurde man auch nicht informiert. Man war ja auch niemand mehr, man war ja nur noch eine Nummer. Man wusste auch nicht, in welche Atmosphäre man hier reinkam. Auch die war manipuliert. War die nicht so gut, musste man sich dort auf diesen Hocker setzen. Und um aus dieser Situation rauszukommen, fange ich vielleicht an zu erzählen. Und nichts weiter will der doch hier. Er ist doch der Einzige, mit dem ich mich unterhalten kann. Die einzige Verbindungsperson von außen nach innen und von innen nach außen. Und er hätte mir sagen können, wie es meinen Kindern geht. Macht er aber nicht. Er stellt hier die Fragen. Wir haben sich unterhalten, was haben Sie gerne gehört und gesehen, welchen Sender haben Sie bevorzugt und die Tante da in Belgien, warum, weswegen und weshalb war die da? Haben Sie noch Verbindung zu der? Hier war ein Tonband, wo er alles aufzeichnete und hier eine Schreibmaschine, wo er hin und wieder mitschrieb. Ich saß auf diesem Stuhl mal 18 Stunden. Der machte immer Pause hier, der ging raus. Dann ging mal die Tür auf, dann kam so ein Brüllaffe hier rein, der brüllte mir erstmal die Ohren voll. Dann ging der wieder. Nach einer Weile kam einer rein, der sagte kein Wort, die Hände tief in den Hosentaschen, lief immer um den Tisch und Schreibtisch herum und glotzte mich unentwegt an. Oh, habe ich gedacht, das ist ein Kontrastprogramm. Dann ging der wieder. Und nach einer Weile kam der hier wieder, der Vertraute, mit dem man sich schon so viel unterhalten hatte. Und wenn es mein größter Feind ist, aber ein paar Worte wechseln, vielleicht erfahre ich ja etwas. Schönherz, wenn Sie nicht kooperativ sind, wir haben Zeit. Wie viel Zeit haben Sie denn mitgebracht? 10, 15 Jahre oder wollen Sie überhaupt noch mal raus hier? Wissen Sie eigentlich, wo Sie sich befinden? Nein, ich sag's Ihnen.
in der roten Mühle und sie kommen oben rein und unten ganz klein wieder raus. Und in diesem ganzen Gemisch der Gefühle und diesem Durcheinander sagt sie oft Dinge, die man sonst nicht gesagt hätte. Und schon weiß man, dass man wieder in eine Falle gelaufen war. Denn jetzt sind garantiert ihre Eltern auch dran, denn sie haben von ihrem verbrecherischen Vorhaben gewusst. Dann klingelte hier das Telefon. Ja, hallo? Ja, Genosse. Nein, habe ich nicht gewusst. Unfall? Schwer? Oh. Ja, in Ordnung. Danke, ich weiß Bescheid. Bevor Sie den Raum verlassen, werden Sie noch Zeuge dieses Gespräches. Und was geht automatisch in Ihrem Kopf vor? Ja, meine Kinder waren es an erster Stelle, meine Geschwister, meine Angehörigen. Aber Sie bekommen gar keine Antwort, es geht Sie ja auch nichts an. Sie sind ja nur Zeuge dieses Gespräches geworden. Aber ich kann Ihnen versichern, Sie kommen weder physisch noch psychisch zur Ruhe. Sie können den Gedanken nicht mehr abstellen, weil Sie nicht wissen, um wen es sich handelt. Und in der Zelle haben Sie niemanden, mit dem Sie darüber diskutieren können. Ich vergleiche das immer mit Genie und Wahnsinn. Das Genie ist auch wahnsinnig geworden. Warum? Weil es den Gedanken nicht mehr abstellen konnte. Und so ist es vielen Menschen hier dran auch ergangen. Viele sind heute am Existenzminimum. Manche sind sogar Sozialfälle geworden. Aber nicht, weil sie zu faul sind zum Arbeiten, sondern weil sie nicht mehr können. Denn diese Genossen, die haben sie krank gemacht. Und wenn sie dann in den Morgenstunden von ihren Vernehmungen zurückkamen, hier in ihre Zellen, durften sie auch nicht schlafen. Also gleichzeitig war es Schlafentzug geworden. Ja, nach einigen Tagen waren auch diese Menschen ohnmächtig. Die konnten den Vernehmungen überhaupt nicht mehr Folge leisten. Und da hat so manch einer etwas unterschrieben, was er vorher nie unterschrieben hätte. Und das war das Ziel der Genossen. Und wer kam in so eine Ruhigstellzelle? Menschen, die durchgedreht sind bei Vernehmungen. Leute, die man an der Grenze erwischt hat, als sie in die Freiheit flüchten wollten. Menschen, die man aus den Autos gezerrt hat, von den Kindern weggerissen hat und hat gesagt, die sehen Sie sowieso nicht wieder, denn die werden zwangsadoptiert. Zwangsadoptionen waren an der Tagesordnung und dafür war Margot Honecker zuständig. Wissen Sie, ich will hier keine Hatz auf Stasi-Leute betreiben, das liegt mir fern. Aber ich will die Aufarbeitung unserer Geschichte. Und wir haben unsere Geschichte bis 1945 noch nicht richtig aufgearbeitet. Aber dann schon bitte diese. Und das kann man nur mit der Wahrheit und nicht mit der Lüge. Und da diese Genossen nicht das Rückgrat haben zu sagen, ja, ich war dabei, ich war davon überzeugt, aber heute muss ich sagen, es war Unrecht, was wir getan haben, brauchen wir diese Akten. Denn diese Leute haben heute Unternehmungen, Kanzleien, sitzen in Vorständen, haben Einkaufszentren, Hotels, sind Bürgermeister oder sogar in der Regierung. Am 23. Dezember die Gerichtsverhandlung vom Stadtbezirksgericht Lichtenberg im Namen des Volkes. Ich sage, Moment bitte, ich muss Sie noch einmal unterbrechen. Ich sage, wo ist denn das Volk? Hinter mir sitzt mein Vernehmer, mein Bewacher, 2 Reihen weiter, mein sogenannter Anwalt, Professor Dr. Kaul. Anwalt? Ha, ha, ha. Was ist denn das? Sie haben doch uns. Oberst Vogt, wie ich später aus den Unterlagen der Stasi-Behörde erlesen konnte, vorher hat er sich ja nicht vorgestellt, hat mir ja nicht gesagt, dass er ausgebildet wurde an der Stasi-Hochschule in Potsdam-Golm in operativer Psychologie und Rechtswissenschaften. Das waren Psychologen und Anwälte, die hier saßen. Aber operative Psychologie bedeutet Zersetzungspsychologie, Krankmachende. Also unterbrechen Sie die Verhandlung, nicht unterschreiben Sie Ihr Urteil, ich sage, das nehme ich zur Kenntnis und unterschreibe nur, weil ich nicht anders kann. Unter anderen Umständen würde ich so ein Urteil nie unterschreiben, weil ich damit nicht einverstanden bin. Glauben Sie mir, meine Herrschaften, ich wünsche keinen von Ihnen, dass er jemals in so eine Situation gerät, von einem Menschen und einem Regime abhängig zu sein und sich nicht wehren zu können. Ist ein bescheidenes Unterfangen, können Sie mir glauben. Und darum sollten wir alle aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Eine dritte Diktatur nie wieder Fuß fassen kann. Weder von rechts noch von links und keine Terroristen. Hören wir unseren Politikern genau zu, was sie uns sagen. Wägen ab, ob sie uns belügen oder die Wahrheit sagen. Ob uns das gefällt, was sie uns sagen. Und dann machen wir unser Kreuzchen bei der Wahl. Aber Kreuzchen machen. Jedes Kreuz, was nicht gemacht wird, geht garantiert an die falsche Partei.
Wann e mat der Showklasse op Berlin deet, kann en Brandenburger Torkucke goen an der Reichstag, mit dat war den Hai Geburte krit, dats besanech an dat bleibt auch nach Langzeit Sätzemenglisch. Das werden Sie nicht vergessen. Sie werden auch morgen und übermorgen und nächster Zeit darüber diskutieren. Aber das ist wichtig. Das will ich damit erreichen. Wéi Madame der Driverbrot huet, sie huet die wichtig Aktion gesagt hunn ich von dann Schmenge wann in an Gesite vun als Matschüler geguckt huet, die Ben geschwar. Oder